Goedemorgen Levenswasser, hoe deed het? Stoot alle op, we hebben het op zing. Ontvang met Vamos a Cantar. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios tú eres por quien, vivimos hoy. Amen, wir leben verarmt. Eres quien nos liberta. Eres la luz que guía, como un fuego ardiente. Hijo de Dios, tú eres por quien, vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios tú eres por quien, vivimos hoy. Eres quien nos liberta, eres la luz que guía, como un fuego ardiente. Hijo de Dios, tú eres por quien, vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amen. Amen. Wir singen verarmt. Amen. Amen. Du rops mig utåt gravbimnum. Du rops mig utav mine sjån. Aksai då dole asfangun. Då ni asjekum. Nu hak av erstunums grovt. Jag kan leva när ni Jesus. Har du jag en såns frihet. Nick Maja, ju bungen synden distren. Jag lever mina löven shine head. Har du jag en såns frihet. Axi med härlighet jag fly.
geven. En zo, want we geven dan, dat is een part van de aanbedingstijd, dat is een part van worship. En zo, het is vrijwillig voor iedereen wat geven wil. Ik hoop je je eruit gemerkt, dat je geven kan van jou. De oorzaak waarom ik dat zei, ik hoop je je eruit gemerkt dat je een beetje veel schijnen. Want als ik ga verder im eruit gemerkt, mij denkt dat, en ik zie het opgewaas, waar ik met een hand hier nog in de geldtas ramkijk en zijn wat ik wel geven als ik mijn vrouw jong bevrijd weer van een kerk te laten en ging de alle uit de mannen en daar is alles in de doos aan. En wanneer zo'n jongen als ik daar weer en ik wil nog in de geldtas ramkijk, ik hing bij een lange lijn, dat geeft niet zo veel vrij. Zo ik ga je leert dat je China voorop plan, wat wel we geven met mijn familie dat even plan, dit is wat we deze zondag wel geven en dan je dat schijn geven. En dat is wat ik wel jullie met helpen. Wat je geven dan, dat het een tijd is waar het werkelijk schijn gaat. Dat je het schijn geven, Hans Rijk gemerkt. En dat is niet wat we geven, dat is niet wat ik hier zei. Dat is een ding wat in ons hart aangaat, veel meer als wat we dat doen. Maar daarna wens ik dat jullie dat schijn wat je geven dan. Dankzij Jezus dat we kan geven van jou, dankzij dat we gezondheid hebben, dat we schaffen kunnen, dat u ons aanneemt, dat we kunnen met geld omgaan, help ons best dat we kunnen goede verwalter zijn met geld en dat we geven en wanneer we geven dat we rechtelijk geven van jou. Dankzij voor dit zin in Jezus' naam. Amen. Dios mi Dios, clamo a ti, mi necesidad es real. Junto a ti no hay temor, no hay dudas ya, pues tu bondad me pone en pie, tu amor siempre me lleva a ti. Alzaré al creador de las montañas sin igual, alzaré mi voz al que calma al rugiente y fiero mar, alzaré mi voz al que sana el dolor dentro de mí, alzaré mi voz, mi Dios mi Dios, cantaré de tu piedad por mí. Dios, aquí traigo a ti mi alma infiel,
nuestra voz y clamar a ti, a tu presencia. Gracias, Jesús, porque tú eres todopoderoso. Diste tu vida en la cruz por nosotros, Señor. Y por ti es que estamos aquí, por ti es que estamos en pie, por ti es que vivimos, por ti, Señor, es que podemos levantar nuestras manos y adorarte. Queremos, Señor, y anhelamos más, mucho más de tu presencia, mucho más, Señor. Queremos conocerte. Te adoramos, Jesús. Amén. ¿Quién como tú en la tierra, oh Señor? Hermoso, inigualable es tu valor. Y nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Tesoro de mi alma y corazón.
een wordt zijn van den Heilige Geest. De een wordt zijn met junt alle taub en am loven, am dank. Ik kan am feil, ik hoop, je kan am ook feil de Heilige Geest, der is hier. Aber ich dachte, als wir singen, dass nicht bloß erst der Heilige Geist hier mit uns taub, ein Leid Eier, was wir sagen, da sehen wir, Heilige Geist, du lebst in mir, du bist mit mir taub. Und Jesua, ein Vers 10, da sagt er, hat die nicht Angst, war nicht. Ich sehe bei dir, Gott, dein Gott, der ist mit dir, mit alles, was du da ist, alles, wo du jetzt. Eine Übersetzung sagt, jeder Staub, was du nimmst, ist er mit dir. Und du hast seine Jeinwort. So manchmal, dann fallen wir uns vielleicht so heiß wie auf, oder wo ist Gott, wenn wirklich hat er dich bei, wenn wir bloß in seine Jeinwort kommen und sagen, komm bis dich bei, er ist da dich bei mit uns taub. Und so ich will ein bisschen mehr Zeit nehmen mit den Taub von der und beten. Und was immer von der Lehre du bist, vielleicht bist du eine sehr gute Zeit, wo die dort scheint und was bis Gott loben am Dank für was er tut für dich. Vielleicht bist du eine Stelle, wo du ein bisschen ansagen hast, wo das war, was Mari sein, was das geben, komm bis mit dort für Gott in seine Präsenz und er wird die leiden. Ich habe das down. Dankeschön, Herr Jesus, für unser Mitsein. Dankeschön für bei uns sein. Du sagst, du wirst uns nicht verloren, du wirst mit uns gehen, du wirst bei uns bleiben. Und ich danke dir, Gott, für jeder einem, was hier ist und was sagt mir, das scheint, ich sehe dich bei, den Herr Jesus. Dankeschön für das. Vielleicht hast du somebody und sagt mir, ja, das nicht so gut, ich fall mir ein Bett allein. Gott, ich bete, dass du warst, die Person dich bei sein, für die, was du watch online, komm dich bei die, was sich allein feilt, was vielleicht sich Angst feilt, komm bis dich bei und lass in deine Präsenz feilen von dir. Dankeschön, Jesus, dass du uns so gut bist und dass wir durch dich können, das ewige Leben haben. Wir haben eine Hoffnung, was du erst haben für immer leben. Dankeschön für das. Und ja, von uns bis Fried hier von dir, wenn wir hier taub sind, dein Wort anhorchen, ja, von uns zum durch all das, dass wir Pferde kicken und ein enger Scheit mehr für dich. Dankeschön, Herr Jesus, wir beten in deinem Namen. Amen. Amen. Ich kann Ihnen durchsagen. Noch einmal, mir freut, dass ihr hier seid. Welcome hier. Und jeder einer von Ihnen, dass ihr hier ganz nie sind, oder ihr seid hier tschüss. Mir freut, dass von jeder einer, was hier ist, mit uns taub, diesen Service hier haben, mit Gott sein Wort anhorchen, am Anbeten, Worship. Dankeschön für ein Lebenswasser sein von der. Ich will ein paar Dinge übergehen, was in der Bulletin sind, some Announcements, was wir haben, nur dem, was Pastor Steve predigen. So, wenn ihr ein Bulletin habt, vielleicht habt ihr den in eurem Phone, wo immer ihr den habt, könnt ihr die Announcements da sein. Ein von den Dingen, was wir bis sein, Dankeschön für Port sein und die Kummer, was Lebenswasser hat, die bringen Eten her, die können viele Menschen halten mit dort. So, Dankeschön für dort. Ich sage, some von ihnen hat Jackets gebracht. So, nu erst die Season, wo das Bild kalt war, wenn ihr einmal zu viel Jackets tust habt, war nichts, dann bringt ihr bis her und die können werden uitdeilen. Und so, aber Dankeschön für Port sein und den zwar halten. Wir freuen uns auf Oktober in 7. Das ist ungefähr einen Monat wieder, dann werden wir anfangen mit 2 Services hier in der Kirche. Und wie kijken verder, wie plannen even dat, wie draaien even dat. Ik reed hier met de methelpen wat zijn en de kinderkerk. En die zijn all excited, waar we dat worden doen met de 2 services. So we hebben een klein beetje ander gemerkt in de tijd. Deze week, wie als leiders kijken dan met even wat we als de beste tijd om de services hebben. So nu hebben we dat klok 9 en klok 11. Wie zeggen dat moet klok 9 zijn en like 4 voor 11 of wat immer. So het is klok 9 eine service en klok 11 eine service. Den zal ik hebben een klein beetje meer tijd voor de methelpen, wat er dan in de kinderkerk schaffen in verschillende areas waar ze serven. En de kinderstoven, wat er fresh gemerkt voor de nächste batch kinder, wat er dan aankomt. En so, wie zijn zo excited over dat. Ik mijn vriend met onze team top, we schaffen in de kinderkerk. En de stoven, wat er boven zijn, waar de kleine kinderen zijn, dat is bijzonder vol. So, je hebt alle een deel baby, so way to go. Dat je dan bijzonder schijn met jullie baby's, laat jullie vriend aan, brengt het her. En zoals je dat schijn met alle kinderen aan jaren ziet, we hadden about 200 mensen wat je weinig aan die ziet, zijn met de kinderen top, met kinderen alles top. En zo, we kijken verder voor de tweede service dat we waar meer ruimte hebben. En zo in jullie zaad verjunt, zijn de duinkwarten. En dat ga je een beetje de lijn kijken, hoe je gelijk te duin. We kijken in verschillende areas waar ons wat meer help veel. En op wenn Pastor Steve mir den Mike hat gegeven, waar ik zei dat ons fehlt dat aan de kinderen ziet. Aan de kinderen kijken we een beetje deze week, ons fehlt about 10 mensen, wat er worden kunnen komen methelpen, wat vielleicht nu nog niet serven. In de 3-jarige, en 4-jarige, en 5-jarige kinderen.
door een geschichte vertalen, met je games spelen met de kinderen, tuppers en goede tijd ha. En zo dads, moms, youth, we allemaal wel signed up, wel we met jullie reden en dan kan je serven in de kinderkerk. En zo ook some andere areas daar. Wo allemaal je worden gleichen te serven, signed up, wo allemaal je worden gleichen met te halten. En dan wel we ook een plot merken van den dein team, wat in verschillende areas dat met halten. So, we kijken verder weg voor dat. En ik hoop dat je dan ook, en laat al mijn vrienden aan, dat het best wat kan wieder de kerk te wat vol zijn. Er is ook een announcement bijna voor youth, voor de barbecue night, wanneer hij opkomt, kan je de details daar nog zijn. So dat zijn de announcements. Pastor Steve, die wordt een nieuwe series aanvangen van de Maya voor Jezus. En zo ik wil aan de Leute wieder introduceren. So Pastor Steve wordt opkomen, je kan met hem gaan wem begrijpen en dan wordt hij aanvangen te predigen. Marius, wat is het? Oh man, wat is het? Oké, go, we zijn wakker. Let's go. Man, me vrijdag hier boven te zijn vandaag. Dat is al even 2 maanden terug, geloof ik. Falls ik een jaar terug is, ik laatst mal predigen deed. En zo, we hebben een vrijdag gehoord om Ghost te reden en zo, wat het zeer goed geweest. En nu vraag ik me een frisse series van deel aan te vangen, Jezus, Maya voor Jezus. En zo, we worden de nächste 4 Weken naar deze thema kijken. En zien wat we daarvan leren kunnen. En zo, mom en dad zijn vandaag in Oasis, dat doorpredigen. En zo, hij heeft de gelegenheid daar in zijn te zijn. Zo, dat is goed. En zo, Maya voor Jezus. Dit wordt een series zijn, wat een vision-series is. Dit redt van waar we gaan als een kerk. En waar we die dingen doen, wat we doen. En zo, we willen er alle van leren. Voor we dat aangaan, wil ik een klein beetje vertellen van wat in de kerk aangaat. Dat je een beetje meer weten. En zo, we hebben een vers in Psalm 105, vers 1. Dank dem Herrn en verbreid zijn noemen. Zegt alle volken wat hij gedaan heeft. Wat God gedaan heeft. Amen. En zo, wanneer we vertellen van wat in de kerk aangaat, wat we wissen doen, we vertellen van wat God deed. Van de werk wat hij maakt ons en durch ons deed. En zo, we hebben gezien dat dit laatste jaar is een goed jaar geweest voor levenswasser, wanneer we kijken naar nummers. We hebben nooit gewassen in het laatste jaar. So ik heb hier zo een beetje een beeld wat je wijzen dat wat we in de laatste 5 jaar gewassen hebben. En zo, je kan zien hier dat nu hebben we dit jaar zo weit van januar, maar van der durchschnittlich 520 personen in de kerk jeder zondag. Manchmal mehr, manchmal weniger, aber dat is de Durchschnitt. Te jaar hadden we but nu 425. So we hebben 95 mensen meer nu, als wat we een jaar terug hadden. And so that's awesome, amen? Amen. That's awesome. En zo, voor wen zijn nummers wichtig? Voor wen? Want we hebben gezien dat jeder nummer is een eigen Säule. Jeder nummer is een Säule, wat voor immer leeft. En die worden weder voor immer im Himmel zijn, oder voor immer in de hel zijn. En zo, we nemen dat ernst. So, wenn wir sagen, wir haben 95 Menschen mehr, das ist ein gutes Ding. Das meine ich nicht, dass die alle Christen sind, aber ich meine, wir haben eine gute Gelegenheit, ihnen von Gott sein Wort zu vertellen. Und dass sie wollen keinen Arm annehmen. Und dass sie wollen keinen für Arm leben. Und so, wir haben in den letzten 5 Jahren durchschnittlich ein klein bisschen über 20% das Jahr, jeder Jahr gewassen. Und so, wir wissen nicht, was die Zukunft für uns hat. Aber wenn wir würden so stit wissen für die nächsten 5 Jahre, kriegt dieselbe Prozentages, was wir die letzten 5 Jahre haben,
Dann haben wir 5 Jahre von der 1500 Menschen in der Kirche. So, I don't know, wo ihr alle sitzen wollen, wenn es da wird mit Fall sein. Und so dort, wo wir uns leider sehen, wenn wir was tun, zu mehr Rühmen. Wenn wir glauben, dass Jesus will mehr. Und das, was wir von der nicht checken wollen. Aber so wie ich sehe, jeder Nummer ist eine Geschichte. Und Kindertag, wer wird hier zu Kindertag? Alright, Kindertag, wir sagen Tag, wir hatten 802 Menschen in der Kirche und Kindertag. Das ist unser größter Gottesdienst, wo wir ever gehört haben. Weit, aber dann wenn's. Und so, da wird ein großer Segen, dass wir können so viele Menschen dienen. Letzten Sonntag hatten wir Tofas. Wer wird hier letzten Sonntag? Ja, wer ist Ola? Letzten Sonntag hatten wir 788 Menschen in der Kirche. So, man kriegt so viel als ein Kindertag. Und so, wir hatten eine Gelegenheit, viele Menschen zu dienen. Letzten Sonntag, wie wir hier waren, rennen uns voll, wir mussten mal Seiten abstellen. Und das ist ein gutes Ding. Und aber so sage ich, wenn wir nicht bloß nur die Nummern checken, ja, die geben Mut. Aber wenn wir verstehen, dass die Nummern wiesen eine ewige Säule. Die Nummern wiesen eine Menschen. Und dort, was wichtig ist. Wir haben eine kleine Geschichte, wo wir letzte Sonntag sahen, in Zeugnis. Ich wollte den Horstig wiesen, dass wir können sein, wo wir meinen, wenn wir sagen, ewige Säulen. Das werden wir dort checken. Guten Morgen alle. Mijn naam is Pan van Nieuwveld. Ik ben van Kolonie Santa Rita. Ik wil mij hier van der Taufe laten, want ik heb Jezus aangenomen en ik wil als bewijs doen en ik wil spreken worden. Ik wil den gleichen met doen wat me passiert, toen was ik me maar bekeerd. Ik ben hier in mijn stoel, eigenlijk in bar. Ik heb mijn phone, ik heb een Bijbel app erbij en ik las erbij in Roma. In kapitel 10. In Vers 9 und 10 war mir erstens mal wirklich klar, was wir bekehrt zu sein, wo Jesus anzunehmen wirklich. Ich habe vorher einmal Gott heim gehört, meine alten Weisen mich, schlecht, reich. Ich weiß einmal, bin ungeschaut, aber mir wird nicht mehr wirklich klar, wo den nächsten Stopp zu nehmen, until ich durchlesen soll. So, für mich sind das sehr wertvolle Verse gewesen. Ich bin dankbar, dass ich kein Papier komme. Ich dann schaffe ich nie den nächsten Stopp zu nehmen. Danke. Amen. Felicidades, Pancho. Und all die Eva, letzte Sonntag haben wir fertig gesagt, hier 17 Menschen zu taufen. Und so dort von wo wir reden, wenn wir reden von ewigen Säulen, so eine Geschichte. Und das wird Gott tut, das ist seine Arbeit. Sei der Volk ja, was der Herr getan hat. Und so wir sind mutig. Und wir als Lehrer, wir beten nur eben, wir sind mutig über was passiert, aber wir denken auch an die Zukunft. Und wo gehen wir hin? Und wo raubt Gott uns hin? Und so braucht Gebet und so weiter. Und aber letzte Weg, als wir Tofas hatten, dann war mir dort frisch wichtig, wo ihr seid, wie sind, und wovon gerade der Verreich dort ist, zum Port sein, von wo Gott hier der in Lebenswasser. Ich weiß nicht, dass ihr das wissen, aber wir sind ein bisschen anders, als some Menschen gewarnt sind. Und wir reden nur von diesem Weg, aber letzte Weg war dann Beweis von wo anders diese Kirche ist. Und so ist wie some Dinge da, das ist Tofas. Wir tun Dinge dort erstens, und so das ist nicht was anderes als some Kirchen hier haben. Und so, als ich da und wo wir den Tofas aufrauen tun, mich freut es sehr, ob wir Gelegenheit haben, Eltern haben Gelegenheit, ihre Kinder zu taufen und zu halten. Dort sind Verreich, die werden ein paar Papis, sie können mit mir reden, nur die Kirchen, und sie sind nicht von unserer Kirche. Und sie sagen bloß Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Da wir können Port sein von diesem Tag mit unseren Kindern. Das ist ein großer Segen. Und das ist ein Ding, was viele Menschen nicht beleben können. Das ist ein Verreich, das wir dort können beleben. Da wir können Menschen taufen, die auch wieder die Länge im Leben sind. Sie sind auch befreit. Und dann fingen sie Jesus. Das freut mich.
Wenn's, ich werde immer so gewarnt, wenn ich 16 oder 17 Jahre alt wirst, dann bekehrst du dich und taufst du dich. All day. Und aber manchmal schafft er nicht ganz so stark. Und Gott raubt einem Lut am Leben, wenn es einer ist abgewaschen, vielleicht bietet der Zeug oder nicht interessiert. Und aber Gott raubt Menschen und don't, wo sie sind in ihren Temporada im Leben. Und so freut mich zu sein, dass wir können so eine taufen, wo evenal befreit sind und abgewaschen. Wie taufen Deutsche und Spanische und Jesus selber alle eins. Und so das ist ein Wunder und das ist ein Verrecht, dass wir können Port sein von das. Ein Ding, wo Pancho davon reden, dass wir den Bible-App. Er sagt, er wird tüßen und er lässt den Bible-App. Und ich weiß nicht, ob Sie bekannt sind mit den Bible-App. Aber das ist den Bible-App, von wo er redet, das U-Version. Und wir als Choi kann die Mission, wir merken die plottische Bibel auf Audio, dort zu horchen jetzt in den Bible-App. Und so, das ist eine Applikation, die ihr gratis raufholen, wenn ihr das noch nicht habt. Das ist für irgendeine Art von, das ist ein Wort von ihr haben. Dat wordt schaffen en je phone. En so je kan den dan raufholen. So ik had den hier in mijn phone. Ik word den hier hostig opmerken. Hij redt door van een paar versen. Römer 10, vers 9 en 10. En so ik dacht so, ik würde mal gleich te horchen oder te zijn. Wat zegt Römer? Ik word hier schwind aandrecken. Römer 10, vers 9. Search. Okay. Wanneer du met het Mühl Jesus als Herrn bekennst en geloofst, dat Gott am vom Tod abgeweicht hat, wirst du seilig. Amen. Das ist gut, right? Das ist, was er mitteilen will. Aber vielleicht kannst du nicht sagen, go plötzlich lesen. Und sagst, okay, ich kann nicht lesen. Okay, dann werden wir horchen. Mein Internet sieht. Aber wenn du mit das Mühl Jesus als Herrn bekennst, dann wirst du seilig. So, ich lese mir das hier vor. So, das ist ein guter Weg zum Lernen, plötzlich lesen. Und so, wir schaffen durch die Bibel durch. Wir haben einen Ohr genommen, der die Bibel ganz durchlesen. Von 1. Mose 1 an. Und so, er hat das nicht volltätig, er hat bloß in seiner freien Zeit. So, er fängt in 1. Mose an, er checkt von Deus Marius, und er spart Jesaja Kapitel 7, más o menos. Und so, das ist all weit durch, über halb durch die Bibel. Wir haben über ein Jahr angeschafft. Und hij kämpft wieder und hij kämpft wieder. Und so, wenn ihr diesen App hier habt, ihr kann sein, wir haben al ganz bad Sprecher, haben wir al ganz ben. Und im Neuen Testament haben wir ben. Und so, wir gehen durch die ganze Bibel und wollen dort durch in den App ben haben. Und so, wenn ihr interessiert seid und dort bei uns haben, du hast eine Gelegenheit. Und das ist bloß ein von den Dingen, wo wir verreicht haben, als Zeug, Portfan zu sein. Und das ist wunderbar. Mir freut. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber du sind in Bolivia, sagen sie uns, más o menos 100.000 Deutsche. Du sind noch mehr durch, was wir hier in Mexiko haben, sagen sie. Und viele von denen, ihre Hauptsprache als Plattdeutsch. Sie kennen nicht so gut Spanisch oder Englisch oder kein Hochdeutsch, das viele von uns hier kennen. So sie sind on Plattdeutsch. Und viele von ihnen können nicht so gut lesen. Nicht ihre Schuld, aber sie haben bloß nicht gelehrt. Und so, wo soll so ein Mensch dann die Bibel in sich nehmen? Mit den Audio-Bibel. Dass wir können hören, dass wir können lernen, lesen. Und so, das sind some von den Dingen, wo wir können Port von sein. Und so, Jesus will mehr. Jesus will mehr. Kijk naar all die gute Dinge, was Gott getan hat, sagt Psalm. Aber Jesus will mehr. Von dem, was wir wollen tun, ist, wir wollen 3 Geschichten kicken in der Bibel, wo wir wollen Gott bitte kennenlernen. Ein von unseren Werten hier in der Kirche ist, wir wollen Gott persönlich kennen. Gott will Verhältnis, nicht bloß Menschen regeln. Gott will die kennen. Und er will haben, dass du am kennen das. Und so, zum am bitte kennenlernen, ist es wichtig, dass wir sein Wort kennenlernen. Dass wir lernen, wo denkt Gott? Was ist Gott wichtig? Und wenn ich dort hier weiß, dann merke ich dort wichtig für mich selbst. Zum dass ich am Meier und Meier legnen war, jeder Tag. Und so das ist, was wir von der wollen tun. Jesus will Meier. Wenn wir mal lernen, wenn wir kicken in der Bibel, was Gott wichtig ist. So wir wollen 3 Geschichten kicken. 1. Mose, Jeremia 23 und Lukas. So hast ich in 1. Mose, Kapitel 1.
Und das ist eine Beschreibung von der Schöpfung, wo Gott die Erde und alles an der Erde merken wird. So das, wo alles anfängt, so zu sein, für die Erde. Es ist nicht, wo Gott anfängt. Gott ist von Ewigkeit gewesen, aber das, wo unsere Geschichte sozusagen anfängt. Und so, wir wollen sein hier, Gott jaft den Sehen rüht, und das ist sein erster Sehen. Das ist der erste Sehen, was Gott jaft. Und das, was wir nicht checken wollen, und das ist eine Teilnehmungssehen. Eine Teilnehmungssehen. So, wenn wir dort lesen, 1. Mose 1, Vers 20. Und Gott sieht, lasst Wunder mit verschiedenen Tieren schwärmen und lasst viel fliehen über die Erde und im Himmel. Das ist der 5. Tag von der Schöpfung. Er sagt wieder, und Gott mögt die großen Tiere im Meer und all die verschiedenen Sorten Tieren, die im Wunder schwärmen, eine jeder Sorte apart. Und all die Fehl, eine jeder Sorte apart. Und Gott sagt, dass dort Gott wir. Nu sagt er, und Gott sehen die alle und sieht, sie sollen fruchtbar sein und sich vermehren und dort mehr fallen und die Vögel sollen sich vermehren auf der Erde. Das ist der Sehen, was Gott entjaft, dass sie sich vermehren wollen. Er sagt, dass sie dort mehr fallen wollen. Hier sei wie Port von Gott sein Hort. Er sagt wieder, der Abend und der Morgen verging in den 5. Tag. Gott jaft den Sehen und dort ist eine Teilnehmungssehen. Dort ist ein Sehen von Vermehren. Dort ist ein Sehen von Wachsen. Dort ist ein Sehen von Annehmen. Wir sehen dort Jesus wel mehr. Wir sehen wieder in Vers 26, das ist der 6. Tag. Und dann sieht Gott, weil wir Menschen merken, die so aus wir sind und uns liegen. Ich habe diese wieder gemerkt, bloß zum Morgen, dort sagt wir und uns. Gott ist eine Dreieinigkeit. Gott ist eine Dreieinigkeit. Das, wo wir anders sind, aus Jehova Zeugen. Sie glauben das nicht. Aber wir glauben, dass durch ein Futter, einen Sehen, einen Heiliger Geist. Und so letzte Sinne, was wir taufen deuten. Wir taufen in den Namen von Futter, Sehen, und Heiliger Geist. Wenn Gott ist drei, aber eins. Und das ist ein Ding, was wir nicht so leicht verstehen können, aber das ist ein sehr wichtiger Part von der christlichen Lehre. Das ist ein Ding, was unser Part sagen wird. So Gott sieht, wenn wir Menschen merken, die so aus wie sind und uns liegen. Du hast mehr als einer, was du reden wird, wenn wir das tun. Lutend Macht haben über die Fische im Meer, über die Vögel in der Luft, über das Feuer und das wilde Tier. Und über alles, was du kriegst. Und so Gott jaft hier, er sagt hier, dass wir, die Menschheit, was Macht haben, über all das Ewigkeit von der Schöpfung. Und so er merkt nu sozusagen, dort höchste Port von seiner Schöpfung und dort sind Menschen. Er sagt wieder, und Gott mögt Menschen, die so wären aus Heu, ne seinen Plan. Er mögt Mondsmensch und Frühmensch. So wohnst nu wichtiger, Mondsmensch oder Frühmensch? Und still. Das sind immer rein viel wert. Gott mögt Menschen. Er mögt dann morgen früh. Aber Gott mögt die Menschen zum über seine Schöpfung regieren. Mondsmenschen, Frühmenschen mögt er. Sie sind Glück. Ja, sie haben verschiedene Rollen, aber sie sind Glück viel wert. Er sagt wieder, und Gott sehnt dich und sagt, möcht je fruchtbar sein. Man, Jacob sagt all dort, wir sind fruchtbar als Zeug. Wir haben viel Kinder dazu werden. So, wie leben das aus? Sag gut. Er sagt, möcht je fruchtbar sein und ihr über die ganze Erde vermehren. Dort haben wir uns die auch zu heute genommen, right? Wir waren hier und du und dort und du und du. Und so, aber ich kann hier nicht sagen, dass er sagt, dass die Deutschen sollen das alle allein tun. Aber anyway. Er sagt, wir sollen fruchtbar sein und wir sollen uns vermehren. Das war ein Teilnehmungssehen. Das ist der Sehen, was wir als Menschheit haben. Er sagt, vermehrt und regiert. Vermehrt und regiert. Ich will nicht immer meine Schöpfung stahlen. Und so das, wo wir glauben, verschiedene Dinge aus Christen, aber ein Ding ist, wir glauben dort, ein Mensch als mehr wird als ein Tier. Right? Wenn Gott sagt, ich stelle nicht über die Tieren,
En er zijn viele Menschen in de wereld van der, sie würden sagen, nee, Tieren und Menschen sind gleich viel wert. Menschen sind er bloß Tieren. Und wir glauben das nicht als Christen, wenn es die Bibel sagt ganz klar, ich will ihnen immer alles stehlen. Und aber das meint nicht, dass Tiere nicht viel wert sind. Wie kann sein, dass die ganze Schöpfung, die Erde, die Meer, die Tiere, die Vögel, die Bäume, das ist alles von Gott gemerkt, das ist alles Part von seiner Schöpfung. Und unsere Aufgabe als Menschen ist, ihm dort immer sein, nicht dort abpassen, cuidar. Und so, ja, wir sind mehr wert, aber wenn wir dort nicht alle bloß zu Zeit schieben und nicht feine Verwalter sein, von was Gott uns gegeben hat. Aber er sagt hier, sie sollen fruchtbar sein, und sie sollen sich über die ganze Erde vermehren. Das ist die Teilnehmung zu sehen. Das ist, wo die Bibel anfängt. Hier sei wir all Port von Gott sein Hort. Gott will mehr. Jesus will mehr. Er will haben, dass wir teilnehmen. Er will haben, dass wir wachsen tun. Dass wir uns vermehren tun. Und dass wir regieren tun über die Schöpfung. Jesus will mehr. Wir gehen in der zweiten Geschichte in Jeremia Kapitel 23. Wenn ihr in der Bibel mit haben, Jeremia Kapitel 23. Jeremia ist im Alten Testament und der hingerste Hälfte von dem Alten Testament, so du wo ihr dort fing. Hier gibt Gott eine Lehre an sein Volk Israel. Und was passiert da, ist, sie haben schlechte Lehrer. Hier so redet er von gesunder Schub. Und so, er gibt uns diesen Bild hier, dass die Menschen sind als Schub und die Lehrer sind als Hort. Und so, die Israeliten, sie sind die Schub und ihre Lehrer sind die Hort. Und er sagt, dass die haben schlechte Lehrer gehört. Und so, wenn wir das lesen, hier so Jeremia Kapitel 23, Vers 1, hier redet Gott. Und er sagt, wo soll das bloß mit den Lehrern? Hast du mal so dort gefällt? Was soll ihr das doch mal? Weil jeder, ein bisschen verdrisslich, right? Was wollen wir doch mal down mit das? Gott hat auch mal so dort gefällt. Ein bisschen mal verdrisslich. Wo soll ihr das mal machen mit den Lehrern? Da ihren Volk Luten umkommen und verstrahlt worden, sagt der Herr. Der Herr, der Israel, ihren Gott, es sagt über die Lehrer, die sein Volk verstehen. Sie haben mein Volk verstrahlt und weggejagt und haben nicht nur euch abgepasst. Er gibt ihnen eine Warnung, nu war ich ihnen strafen für dort, was die auch getan haben, sagt der Herr. So das ist, wo wir anfangen. Israel ist verstrahlt. Er sagt, sie sind so Schubwabenbild sein. Die Lehrer wissen ihre Schuld. Sie haben nicht gut abgepasst. Gott kommt nu und er ist verdrisslich, er ist anmutig, so wie manchmal sind. Und er kann es meist nicht leiden. Was wollen wir doch mal tun mit das? Wo wenn der das ist? Was geht hier an? Und er redet zu den Lehrern. Und wir wollen bald sein, wo wen er so verdrisslich ist. Die Ursache, wo wen er verdrisslich ist, er sagt in Vers 3, ich war mein Volk, nu redet er in seinem Volk, ich war mein Volk terugbringen, nur Ehrenland, dort sie durch werden kann. Und so hier war das ein Beispiel von Schub. Und er sagt, Gott sein Willen für sein Volk ist, dort sie würden können Ehrenland sein und dort sie würden können werden. Grusen, eten. Und so Schub, was gleich ein Schub? Groß. Was von einer Klier groß, glaubt ihr gleich der tollste? Irgendwer? Groin. Wir haben nu hier rum groinet groß. Ich dachte jetzt noch mein Hof groß haben. Ich will so ein groin, nur dort. Aber mir freut bloß. Wir haben groinet groß. Schub gleichen groinet groß. Gott sein Hort wird, dort er will für seine Schub eine feine Welt haben, wo sie würden können, gesund sein. Und die Ursache, wo wenn Gott unzufrieden und verdrisslich und mutlos wird mit seinen Lehrern, als wenn sie haben Arach gelehrt, nu können seine Schub nicht auf dem guten Weg sein. So, das gibt uns eine Lektion, bloß hast ich vielleicht wieder gut. Das ist eine Ursache, wo wenn wir in Lebenswasser, wir sind sehr ab klare praktische Lehre. Wir wollen das Eier hier haben. Klare praktische Lehre. In anderen Worten, wir wollen auf so einen Weg predigen, dort zu verstehen jetzt, erstens, und dort zu brücken jetzt im Leben. Dort können da was helfen. Wo wenn es dort scheint, gereinigt groß. Right? Dann haben wir Fan zu eten. Ja?
En ik geloof, gelijk derg wie ons tjoy kan ziemlich goed je doen en dort. En we willen nog wieder wossen. Dort door schijnet, greinet groß is, dort de schub, viola, te eten han. En dort het schijnt. En dort wie werden kan. Nu, dit geeft ons aber een beetje trouble, wenn es manchmal zijn mensen, het Lebenswasser. Ja, dort sind die Schubsteller. Oh, okay. Aber weet je wat, ons Ziel is nog niemals geweest, Schub te stehlen. Noch niemals. Aber ons Ziel ist geweest, waar wie schijnet, greinet, groß han. Wann die Schub dann kommt sie. Schub gleichen, greinet groß. So ons Ziel, ich will nicht bloß sagen, ons Ziel ist nicht zum Schubsteller sein. Wir sind nicht jen andere Zeugen, wir sind vor andere Zeugen. Aber wenn some Schub sind bestehen, wo das groß, vielleicht ein bisschen uitgedreht ist, oder das Stifter nur. Okay, so wie wollen scheinet, greinet groß haben. Doch wie wissen kann, wenn es dort ein Gott sein hat. Er will haben, dass seine Schub werden sollen. Und dann sagt er wieder, ein Ton nehmen, haben wir dort Wort. Er will haben, dass sein Volk werden deut, ab Gott greinet groß wird, und dort sei Ton nehmen deuten. Weißt ihr, was gesunde Schub tun? Ton nehmen. Wenn ihr Schub gehört habt, so Schub tun sei ja Ton nehmen. Sie haben kleines Karatito und noch viel. Und so hat der Ton nehmen. Und Gott sagt, dort wo ich will haben. Dort, wo wenn er so verdrisslich wird über die Lehrer. Er sagt doch wieder, in ein großes Volk worden kann. So er will haben, dass seine Schub werden können, dort sie Ton deuten und dort sei ein großes Volk werden. Das ist Gott sein Hort. Ferne Welt, greinet groß, eten, gesund sein, vermehren und Ton nehmen. Wissen. Gott will haben, dass sie wissen deuten. Er sagt je wieder in Vers 4, en ik wil leiders zaten eeuwend, die leiden worden, en zij worden zich niet meer ängsten oder grämen, en dort wordt nicht wahrer und wem fehlen, sagt der Herr. Er will haben, dass sein Hort gute Leidenschaft versichert ist, Gott greinet groß hat, dat zij toenemen doen, dat zij vermehren doen, dat zij een groot volk worden kan, omdat zij zeker zijn, dat zij gezonde Schub kan zijn. Dat is God zijn Ziel voor ons, van jou. Dat is God zijn Ziel voor jeder Tag. Dat is God zijn Ziel voor Lebenswasser. Jezus wil meer. Wie kan het hier zijn en zoals hij redt? Zijn Ziel ist nicht, wir mal den Schub hier alle taub kriegen und dann haben wir hier 500 Schub und dann werden wir der looten und aber dort sie nicht vermehren und dort sie nicht teilnehmen down und dort sie bloß bleiben, fanmaklich, ja, die 500 Worte sind. Nee, das ist nicht, was er sagt. Teilnehmen. Kriegst du es wie Sauen in 1. Mose, er sagt, teilnehmen. Und so, wir fangen an in Vers 1, er sagt, wo soll das doch mal mit dieser Lehrer? Er wird verdrisslich, wenn seine Schub haben nicht in feine Welt. Seine Schub werden sich nicht sicher, seine Schub werden sich nicht vermehren, werden nicht teilnehmen, und seine Schub werden nicht in Frieden. Und dazu, wenn Gott so doll wird mit den Lehrern. Das weist uns sein Hort. Das weist uns, wo Gott denkt. Das weist uns, was am wichtig ist für uns als Zeug, für seine Schub. Jesus will mehr. Wir gehen dann wieder in Lukas Kapitel 14, wenn ihr in der Bibel mit habt. Lukas Kapitel 14. Lukas ist im Neuen Testament. Matthäus, Markus, Lukas. Und so, hier vertelt Jesus nun eine Geschichte. Und so, Jesus ist nun auf ihr. Jesus ist Gott. Und so weiter. Dort sind nicht, wo wir anders glauben als Jehovah Zeugen. Sie glauben nicht, dass Jesus Gott ist. Jesus ist Gott. Die Bibel lehrt uns dort ganz klar, Jesus sagt selbst, er wird Gott. Jesus ist Gott. So wir sagen, wo Gott reden dort im Alten Testament. Nu checken wir in den Neuen Testament, weil wir sagen, wo Gott redet in den Neuen Testament. Hat er sich verändert? Ist er nu anders? So in Lukas Kapitel 14 haben wir ein Gleichnis von das großen Unkost, würden wir sagen. Ein Gleichnis von einem großen Unkost.
En så Jesus is op munkers met een herd mensen. En hij vertelt door een geschichte. En in deze geschichte wordt hij vertalen dat is een gelijkenis. En zo de haar, de meester in het geschichte is een bijspel van God. En de arbeider zijn bijspel van ons. En zo hij vertelt deze geschichte hier. En hij zegt dat weer een meester, of weer een haar, hij wil een grote unkers aanrijden. En hij wil veel mensen aanluden te zijn unkers. Means hij dacht, hij had wat goud te bijten. En zo hij wil dus veel mensen hebben als mogelijk. Zo hij schickt zijn arbeider uit. En hij zegt, lud aan, lud aan, lud aan, lud aan, lud aan. Bringt die mensen aan, bringt die aan. Means wie willen een fiesta hebben. Wie willen een schöne tijd hebben. Hij zegt het en hij schickt die uit. En dan gaan ze uit en vingen ze een, vingen ze jan, vingen ze deze en luden den aan. En dan vangen die mensen aan alle ere uitred te geven. Dat wil me schijn gaan, aber mannigs aan draak. En zo einer heeft uitred. En einer zegt, weet je wat, ik heb mijn groets een stuk land gekauft. Dat zo in de wille van het. Ik heb me door groets een stuk land gekauft. En ik mag mal voor en zijn wat er staat. Wat mijn barm woeten gaan oder niet. Wel een barm testen, ik moet het bloos zijn. Zo, veel meer angst voor aanluden, maar ik wil niet gaan komen. Bueno? Dan gaat er nu de nächste. Lud er de nächste aan en de nächste heeft ook uitreden. Hij zegt, ik voel met Jap met, want ik heb mijn groets 5 paar assen gekocht, heb mijn groets een fan nie, een John Deere tractor gekocht, en ik moet den maar voor een testen. Zo'n we zij de rieten kan. Zo, ik wil gleich te komen, maar ik wil niet gaan. Entschuldig mich. Bueno. Dan gaat er nu een dreier. En hij zegt, komt, du bist eingeladen. Wat blijft heeft die dreier van uitreden? Hij me groets bevrijd. Ik ben drak. Bueno. Ja, kan ik ons verstaan. Zo hij had zich groets bevrijd, ik kon niet komen. Zo heeft uitred van 3 verschillende. Hebben we een biloontje gekauft, hebben we 5 paar assen gekauft, hebben we bevrijd. Wie kan alle niet komen? Dan gaat de geschichte wieder. En dit is waar we dat oppikken worden. In vers 21. Zo dit is alles passiert, al dat uitred. En aan deze knecht kwam prägnen zijn haar en vertelt hem nu. Dan kwam de knecht en vertelt zijn haar en dit alles. Jana voort daar zo, barm testen. Jana voor een tractor voort. Jana is met zijn vrouw. Hij vertelt den haar en dit alles. Dan wordt de huiswirt dal. Dan wordt hij dal. Woerween wordt hij dal. Dat is wat we nu bekijken worden. De huiswirt hier is God. Dat is een bijspel van God, een vergelijkenis van God. Dan wordt de huiswirt dal en zegt te zijn knecht. Hij zal schwin op de wei en stootskosten gaan en de armen, de lumen, de krepels en de blinge aanbrengen. Hij zegt, go lud aan, onder dan. Armen, verkrepels, missen don't. Bring den aan. Dit is een bijspel werkelijk van waar God handelt uit eerst met de Juden. De Juden waren God zijn volk. En aber de Juden nemen niet Jezus aan. En dan zegt God, wanneer de Juden niet worden, dan gaan we naar de Heiden. Wer zijn de Heiden? Wie zijn? Wer immer nicht een Jude is een Heid. Okay? So, wir haben Juden en Heiden. Wir sind nicht Juden, wenn es vielleicht die meisten von uns nicht. Wir sind nicht Juden. Und so, wir sind die Heiden. Und so, als hij hier die Rütschecken durch die Arme, und die Lume, und die Krepels, und die Blinge, dann schickt hij die naar ons huis. Dat is hoe we een wief hier van der Seite doen. Amen. Ik ben dankbaar voor dat. Maar ik weet ook, un Jezus zijn ik een arme. Un Jezus zijn ik een Lume. Un Jezus zijn ik een krepel daar. Un Jezus zijn ik ohne hoopning. Dit is een bewijs van God zijn genade, wat hij heeft. En zo werden we niemals vergeten van waar we komen. Maar we wieder checken in deze geschichte. Dan zei de knecht, Herr, ik deed wat du bevoelt, ik had het gedaan, arme, verkrepelde, lume, blinge, ja, du hast nog over ruim. Zo wat doen we nu? Jana hebben we eingeladen, dat kwam niet. Nu hebben we deze alle eingeladen, maar we hebben nu nog ruim.
Vielleicht würden wir dann sein, weißt du was, wir proben hier ein Fast zu führen, aber all unsere Freunde sind dran, wir wollen mal bloß tun, mit dem, was kommt. Right? Hand genug. Hand uns angestrungen, das ist so viel Arbeit gewesen. Aber das ist nicht Gott sein Hort. Er sagt wieder, dann seht der Herr zu den Knecht. Das ist nicht gut genug, ich bin nicht zufrieden. Geh nach Rüt op de Hochweg en hinger de haken en hinger de tieningen en bedwing eens nen te komen. Geh wieder Rüt, dort so hing, wo hast noch nicht gesagt. Geh hinger de haken en hinger de tieningen en bedwing eens nen te komen. Bedwingen, dat meint überreden oder bematten mes. Und so hij sagt, nu gummel Rüt, neem nicht nee als eine Antwort, nu gummel überreden, nu dat die Menschen mal wissen, ich habe wat Gutes zu beiden, ich will haben, dat sie in mein Haus nennen kommen. Gut empfängt meine Menschen. Hij wird nicht zufrieden, hier ist die Ursache, wo wen, dat mein Haus voll wird. Gott wird nicht zufrieden, wenn sein Haus wird nicht voll. Das ist der Hort von Gott. Jesus will mehr. Jesus will mehr. Und wenn wir von Gott sein Haus reden, ich weiß, dass die Kirche ist Gott sein Haus, aber wirklich, wo er hiervon redet, ist Himmel. Himmel ist Gott sein Haus. Er sagt, Himmel ist noch nicht voll. Guten Hut mehr. Dort anladen. Jesus will mehr. Weißt du, von der schon da, Himmel ist noch nicht voll. Das ist eine Geschichte für uns, wo wir lernen können. Jesus will mehr. Wo wir wassen aus der Kirche? Wo wir wieder schieben aus der Kirche? Wo wir nicht zufrieden sind mit wo wir sind? Wenn das Himmel ist noch nicht voll. Wir haben noch Arbeit zu tun. Wir müssen noch wieder gehen. Himmel muss voller werden und Hall muss leer werden. Das muss. Wie je hier in den Geschichte von Pancho. Je ist wieder verloren, nu ist er gerat. Nu ist er in Gott seine Familie. Aber ich bin mir ziemlich sicher, du sind noch mehr Panchos, die noch nicht gerat sind. Du sind noch mehr Menschen in unserer Umgebung, was Jesus nicht kann. Dazu, wenn wir wiedergehen. Dazu, wenn wir sagen, wo können wir wissen? Was können wir tun? Und ja, wenn wir wissen, dann some gewisse Dinge wollen auch möglich. Wir wollen in 2 Gottesdiensten gehen, so Jacob al sieht. Klock 9 Samarias, für all die, was kleine Kinder haben. Kidding. Klock 9 Samarias und Klock 11. Wir wollen 2 Gottesdiensten tun, die wollen 100% über rein sein, so das Ziel ist nicht so sehr, dass ihr nur in Bett kommt, bitte ihr dein tun, aber das Ziel ist, dass wir mehr Ruhe mehr. Wir wollen vorhin mehr Panchos sehen. Wenn Sie sagen, mehr. Wir wollen Ruhe merken, dass sie hier ankommen und dass sie Gott finden, dass sie Leben finden. Amen. Das ist nicht, dass wir proben, uns recht zu vergraben. Das ist nicht, dass wir wollen Lebenswasser predigen in der Welt. So versteh mir euch. Unsere Botschaft ist nicht Lebenswasser. Unsere Botschaft ist Jesus. Und Jesus allein. En arm kan lernen op een levende weg. En dat is wat we willen verschuiven. Dat is wat we 2 Gottesdiensten doen. Dat is wat we in de toekomst naar kijken doen. En waar we kunnen wassen. En wanneer we voor de nächste 5 jaar wassen doen, zoals we voor de laatste 5 gaan, dan willen we nog maar something 6 wat doen, als bloß 2 Gottesdiensten. En aber ik word er vielleicht nächstes Jahr davon reden, so kom terug, zum die Plans hier. Aber Jesus will mehr. Jesus will mehr. Gott sein Hort ist ein Hort von Familien. Gott sein Hort ist ein Hort von Teilnehmen. Gott sein Hort ist ein Hort von wo wir grüne Wert haben, wo wir gut zu essen haben, zum dass wir können gesund sein, zum dass wir uns vermehren tun. Gesunde Dinge wachsen. Gesunde Dinge wachsen. Und so werden wir uns Freude merken als Familie für das. Wir wollen mehr Ruhe merken. Du wollen mehr Menschen nennen kommen. Wenn es Jesus will, mehr.
Weil wir uns hart anstellen mit Gott sein Wort. Ich sehe am Anfang, wenn wir wollen Gott kennenlernen, dann müssen wir lernen, wo er denkt. Dann müssen wir lernen, wo er ist. Das ist, was wir von der Samaris hier tun haben, über diesen einen Thema. Er sagt in der Schöpfung, ich will mehr. Er sagt in Jeremia 23, ich will mehr. Und er sagt in Lukas Kapitel 14, ich will mehr. Und es sind noch mehrere andere Städte, wo ich funke, aber wir haben nicht genug Zeit, um nach die alle zu gucken. Aber er will mehr. Der Apostel Paulus, er nimmt das an und er sagt, ich will nicht die Juden worden als ein Jude, ich will die Heiden so worden als ein Heid, ich will so worden als die Menschen sind, oder ich gewinnen kann, so vieles möglich, wenn es Jesus will mehr. Wir haben Gelegenheit als Familie, Port zu sein von dieser Werk, was Gott mangt uns tun will. Und so ich auch sehe, 2 Gottesdiensten fangen den 7. Oktober an. Das ist, wo wir das tun. Und so, wenn Menschen ihnen Frauen tun, oder ihnen selbst Frauen, wo wir über 2 Gottesdiensten, dann weißt ihr nicht, wenn es Jesus will mehr. Das ist, wo wir. Eine einfache Antwort. Jesus will mehr. Das gibt uns alle Gelegenheit, mehr zu tun. Pastor Jacob redet davon, und ich ging euch, als Gelegenheit zu tun. Hier als Gelegenheit zu tun. Wir wollen das machen tun als eine Familie. Und ich weiß, was wir wollen. Wir wollen uns machen Reut merken, uns mit uitreichen vielleicht, von was wir gewarnt sind. Aber ich dachte, letzte Woche auch, als wir Tofas hatten, wir haben uns alle nur uitgereicht, zu was wir gewarnt werden. Wenn es die Tofas wieder noch anders ist, was wir gewarnt sind, und wir gleichen doch alle. Gleich, wenn es mehr ist, alle, kann ich nicht ein negatives Ding hier. So manchmal schüttet nicht ein klein bisschen uitreichen. Und Dinge ein klein bisschen anders stellen, als was wir vielleicht gewarnt sind. Und du wirst ein großer Segen hinter sein. Wenn es Gott sehen will, er will mehr. Und so ich freue mich auch, zum Wort aller Wort schaffen. Wir haben, so Jacob al sagt, du wollen about 45 Minuten zwischen den Gottesdiensten sein. So der erste fängt Glock 9 an, jetzt vielleicht bei viel über 10. Dann haben wir 45 Minuten, wo du nicht geplant ist. Und dort, wo wir können eine Fairlife sein, Kaffee trinken, mit unseren Freunden kommen, so die Menschen, die von der ersten Gottesdienst rübergehen, und die Menschen, die von den zweiten Gottesdienst nennen kommen, sie wollen sich dort treffen, und so sie wollen ihre Freunde dort treffen, Kaffee trinken, gute Zeit haben, 45 Minuten, und dann fangen wir den zweiten Gottesdienst Glock 11 an, und an die Ziel ist, dort die wird durch sein, 11:45. Und dann haben wir vorhin. Und so, das ist ein großer Stab von uns als Zeug. Das ist ein Stab, wo wir in Glauben Pferdeweg gehen, wenn wir weiter nicht, wo das alles schaffen wird. Das ist ein Ding, wo wir vielleicht mal reut sein, ein klein bisschen hier in Cambio zu merken, das wollen wir ein klein bisschen verändern, das schafft nicht so fein oder was immer. Wir wollen das mal reut merken für dort und dann aber Pferdeweg gehen. Und unsere deren aufmerken und anladen. Und dann haben wir alle, die hier sind, eine Abgabe. Und dort ist Rüt gehen und Menschen anladen. Eens nu hebben we ruim. Nu hebben we ruim van mij. Ik vrees me dat Jezus mij wil. En ik vrees me dat we kan part van deze familie zijn en mij doen voor Jezus. Amen. We hebben opstaan en beten. God, ik dank u dat u een heilige God bent. Ik dank u dat u ons God bent. Ik dank u dat we kan verhältnis hebben met die en die beter kan leren. Ik dank u, Jezus, dat we kan zijn in die woord, waar u gezond bent, waar u denken is, wat die wichtig is. We kan zijn dat u was, Meier. Merk ons reut, Heilige Geest, voor die arbeid, wat u voor ons hast. Merk onze harten reut. Help ons te wachsen in ons jesselje leven. En dat we reut worden, daar te wachsen als Zeug. Geef ons dien hart über Menschen, die verloren sind. Dat we worden einfach eine diepe Leib haben verehrt. Dankeschön, dass du Hoffnung in ons Leben aanbringst, Jesus. Dankeschön, dass du Leben in ons aanbringst, dass du den Geist in ons aanbringst, dass wir können für die leben.
Vi går nu verder weg in din noem, taub ons familie en kijken verder weg naar wat du voor ons hast, Gott. Wir sehen die, wir heben die hoch. Wir heben die noem hoch und sagen, du bist uns Gott und wir leben für dich. Ich bete in din heiligen Namen, Jesus. Amen. Gott ist von unserer Seite. Amen. Mir freut, dass ihr hier seid, ihr was, von der ihr habt eine Zeit genommen, ein Lebenswasser, ihr was, ihr habt dort Mut gegeben, und ihr habt mit mir lernen, wo Gott denkt. Gott, der will mehr. So, ein Ding, was ich heute erst für jeden zu sagen, was ich nur noch will sagen, für jeden, das nicht von der Ovens, als hier ein Anbetungsofen. Worship Night, angeleitet von dem Men's Encounter, Mann an der Früh ist, und für jeden alle, das angeladen, für allem, die können alle kommen, so kommt trägt, Klock 6 Ovens. Worship Night,
En je kan jullie kinderen meebrengen. We worden kinderkerk hebben, waar je oppassen voor jullie baby's. Zo komt ons uit van Gouda over. We worden zingen, we worden testimonies hier. En bis een Gouda worship over hebben. Zo had een Gouda dag en je zingt dat dag en zij van zo is. Like a tree planted by the water, we never will run dry.